Morris Lebenswasser, Werbeabstund und Leute top sing. Vamos a cantar. Te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amén. Aleluya. Låt en äkta bit av dig omgivas, and we can see fun and grow. Ara följdelser av dig omgives, just to be lives. But don't go. Accepting on God, accepting on God.
laatste part naar Holla Taub zingen. Wie zijn God zijn vriend, amen. Denn Gott, wat alles gemerkt hat, wat alles regiert. De Bibel sagt, wie zijn zijn vriend. Waar we de laatste part naar Holla Taub zingen. Ik ben een vriend van God. Ik ben een vriend van God. Ik ben een vriend van God. Hij naat mij vriend. Nou, eenmaal. Ik ben een vriend van God. Oh, ik ben een vriend van God. Ik ben een vriend van God. Hij naat mij vriend. Amen. Hey, wir wollen nu waar geven. En jeder einer von jullie das Angebot zum Geben, das ist freiwillig für jeder einer, was er geben will. Spreche 2 Vers 8. Hij werkt over die dat draagt er down. En hij haalt die zeker, die am trouw zijn. Ik wil je werk zijn van hem. Ik wil zeker zijn. Die verspreking heeft hij me gegeven voor die, wat er trouw zijn te hem. En dat zeg ik niet in deze area zoals in deze area. En met geld, dat is niet zo wichtig. Met geld ook. Hij wordt ook kijken als du trouw bent te hem met die geld. Zoals du neemt en zoals du geeft. Dankzij Jezus dat du in onze maat bent. Dankzij dat we kunnen geven van jou. Dankzij dat we kunnen best verdienen van jou. En die loven en die prijzen die hij geven. Die eer geven. Voor wat du hast voor ons gedaan. We worden niks zijn, maar niet weer voor die. Alle eer jij trekt naar die, even dat geld wat er terugkomt van jou, dat je wie, because we zijn die God en Jezus zien hoe weet wie. Amen. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad.
Amen. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó en aquella cruz, me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor, gloria y honra a ti, Señor. Vi kom færdig, vi kijken naar het lied, waar die van je sterven best. Vi kijken naar die, waar die van ons leden duidt. Vi kijken naar die, wat die van ons volbrengt duidt, wat we niet kunnen. We weer nog een eng met ons, maar die has ons hier aan. De welt weer verdorven, de weer valt weideel. En du bedoelt alles. Die zegt, die wil zelfs raufkomen, die wil ons raad. We kijken op naar die. We geloven dat en we nemen dat om. We danken die voor wat hij doet. Voor het sufferen wat hij doet. Voor het bloed wat hij vergoedt. Voor den spot wat hij lieden doet. We danken die voor. We loven die, we prijzen die voor dat. De heilung wat hij bedoeld heeft. Dat we kan je helpen. Ik dank die ervoor. En het nächste Lied singen wir von, wo Gott Heiler ist. Und wat je manchmal glauben wieder, dass Gott ein Heiler ist. Aber wir haben Trouble mit glauben, dass er mein Heiler ist. Ja, ich kann auch glauben, dass er ist Jan sein oder er ein Heiler. Aber mein Heiler fällt uns manchmal schwer. Und das Lied sei wie Gott, ich glaube, du bist mein Heiler. So weil wir das Lied singen aus uns Gebet und anerkennen, Gott ist nicht bloß ein Heiler, er ist, aber er ist auch mein Heiler. Er lädt mich. Du lädst mich durch das Leben, du ratst mich von den Sturm. Du gäst med mig durch Trouble, meine Krankheit heilst du hier. Ich glaube an dich,
om mig lig. Du er snart om mig lig for din God. Du helste verden er ond. Du er snart om mig lig for din God. Du er snart om mig lig. Du er snart om mig lig for din God. Du helste verden er ond. God er glad, du bæres din højre. God er glad, du bæres stod på din pæl. God er glad, du bæres mig til. God er glad, du bæres mig og stjernir for mig. Jesus, vi beder om dig. Mig og stjernir for mig. Jesus, vi beder om dig. Psalm 121. Ik geef mijn uw op en ik kijk naar de boy. Wie kan de boy rondom zijn, wanneer we hier zitten zijn? Ik kijk naar de boy. Van wem komt mijn hulp? Hij zegt, van waar is dat? Van waar komt mijn hulp? Is het de boy? Mijn hulp komt van Herrn, der den Himmel, der de Erde en der de boy gemaakt heeft. Deze week dan wie ik een beetje voor koffie voor met koffie gedronken met Peter Niefel hier van de kerk. En we hebben best verteld met een goede tijd. Op eenmaal zei ik, Peter, wil jij dat? Van waar komt die hulp? Wel is het mogelijk dat wat u best gegaan en die marriage en dat de stervenskrank was en verschillende dingen komen heen die en dat u zo schaftig bent en dat u zo positief bent. Van waar komt die hulp? En ik dacht, hij would met dit antwoorden. Hij deed. Hij zei, nummer 1, dat is Christus in mij. Hij zei, Jezus leeft in arm, die mij ook am sterk, en van dort kwam de hulp. Dat weer eind. Hij zei, het andere ding wat hem zeer veel geholpen had, weer hier is dit zo zondag in de kerk zijn, met al jullie top, met al ons top. Bis gemeenschap hebben, God loven, dat woord hier, dat had hem geholpen. Hij zei, het andere ding wat hem zeer geholpen had, weer de kleine groepen. Hij zal part van de kleine groep. Pastor John heeft al voor meerdere maanden de kleine groepen leiders geleid. Te mijn huis kleine groepen aanvangen, waar mensen kan bis top komen. En je huis te gemeenschap hebben, bis top leven doen. En vrouw wil jij dat. En wat jij alle derg. En dat is waar we vooruit merken. Pastor John wordt nächste zondag aanvangen te reden. Hij wordt 2 zinnen al predigen en leren. En hoe we dat wel doen met de kleine groepen in huis. En wat de benefits zijn, wat de gouden kan uitkomen, wanneer we als kerk waren, de kleine groepen hebben. Maar ik dacht, ik wil op eens meddelen dat we hebben nog niet mal zo recht aangevangen met dat. En we krijgen al gouden antwoorden terug, zij dat helpt in hun leven, wenn ze kunnen met wem top komen, bis vriend zijn. En die vertellen we in dat jet en gaan en terug en zich in een ander uithalten. Dat is ons goal, so mis dat niet. Kom nächste week terug, de nächste paar zendel. En wieder op de nächste 2 zenden wat Pastor John leert aan de kleine groepen. En ik dacht best zo dat best zo wertvoll dat hij hier wo sie de hulp van her komt. Waar we dat niet vergeten, onze leven zoeken. En waar we best God loven en aan prijzen en aan danken. En voor wat hij deed in onze levens, in die levens, wat hij deed voor Peter, dat kan hij doen voor die. Hij is real. Jij is de wel die ook helpen. En wat allemaal van de leeuw die best, wat allemaal jij die komt. Manchmal sind die Dinge, die jeden uns kommen, die Umstände um uns, das ist dann so schwierig. Aber die Help, die kommt von den Herrn, der wird alles gemerkt haben, er kann uns helfen. Amen. Dankeschön, Jesus, dass du so gut bist zu uns. Dankeschön für dein Wort. Wenn wir
manchmal ein bisschen zweifelig war, oder wie weit nicht gleich wo wieder. Wie gehen noch dein Wort und wie weit das lebendig in uns und du bist lebendig in uns und wie weit unser Haupt der kämpft von dir. Wie loben ihn danken dir dafür. Was du hast getan in Peter sein Leben und du warst dann verfehlen für uns, wenn wir bloß uns das Loten noch die kommen. Wir sind hier von dir bis mit offenen Hängen für die und wir sagen, help uns in der Lehre, wo ich sehe. Help mich in der Lehre. Unser Haupt der kämpft von dir und wir fragen nach Help. Jeder einer von uns hier, was hier ist, du hast some Dinge, was du durchgehst in dein Leben. Vielleicht ist es ganz was anderes. Je hebt een bisschen Arm und sei, help me. Ich bete, Herr Jesus, dass du warst jeder einem seine Gebete hören und uns hören und Frieden und Mut geben und das Leben, wo sie nu groß sind. Wir loben dich und danken dir, dass du mit uns bist, dass wir hier so Frieden anbeten und wir können singen, die loben und das Wort hier, help uns das, dass wir wollen oben das Wort haben und uns Gedanken das Wort reit sein, um die Botschaft von der anhören. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Je kan je doel zaten. Mijn vrienden dat je een levenswasser zijn van deel waren. Some van jullie zijn waar geweest en je zijn waar terug thuis. Mijn vrienden dat je hier zijn, schuldig vangt bald aan. Zo nu moeten we bald waar alle terug thuis zijn. Pastor Steven Debbie weer ook van een paar weg weg. En zoals je al zei, hij is hier, zij zijn waar terug. Vrienden zei dat zij zijn gelijk terug naar huis gekomen. En voor al jullie wat gereisd hebben, goed dat je waar hier zijn. We een paar announcements even gaan en dan willen we Pastor John on hier. Vandaag overhaft de Jugend een movie night. Dat is een theme night. Vandaag wat buiten movies zijn, want het wenst niet te zeggen wat er een, geloof ik. Anyway, dat is een youth night vandaag overs. So dat is voor de 13 tot 25 jaar youth. So je kan eruit komen voor dat. Dat is vandaag. Deze week wat nu opkomt is de Frühjahrsconference hier van Trudy Metzger. Dat zijn hingen kwart wat je nog kan metnemen wanneer je wel somebody aanloopt. Dat is de früh wat ik kan reden te onze Frühjahrs hier in de kerk en te de omgebenheid. Je kan alle kan Frühjahrs aanloden te de Frühjahrsconference hier. Die vangt klok 9 aan en de jet wat klok 4. Dit is in 26. So dat is nu zinnend. En zo deze conference hebben we lang verder gekeken. De Frühjahrs hadden met geschaft om dat alle afleiden. En zo die wordt van klok 9 tot klok 4 zijn. En dan zo overs, dan is nog eenmaal waren een session. En dat kan de mannen ook komen en soms de Frühjahrs de youth ook komen. Ja, de youth die kan ook komen. Zo jugend die kan ook komen den avond. Komt hier ook aan. En zo de ganze thema van wat ze wat reden, dat is vrij leven. En zo dat we kan een deel leren van dat. Zo dat is nu deze werk wat er opkomt. En nog één ding, want je wordt gelijk met een counseling session durch te gaan, dat je wordt met some dingen durchreden. Dat is ook op daarvoor. Die tijd wat de conference hier aan is, kan je op zijn en hangen bij de information booth. En even den avond, wanneer je hier top zijn, want je wil een counseling stunde met haar, wat immer halve stunde, wat immer dat is, zijn je op van daar hangen bij de info booth. Even die tijd wat de conference is. En dan kan we dat opleiden voor je, dat je kan een beetje tijd spenden met en hopelijk kan ze je helpen dat je kan meer en dat vrije leven leven. September den 3, dan willen we hier een tofast hebben in de kerk, want je wordt gleich hier tof te zijn. Ik kan je ook op zijn, waar we met je reden, we worden in contact komen met je. En dan willen we hier een tofast hebben, wat aan een vermiddag is dit zo hier die tijd in de service zijn. Zodat September den 3. Pastor John, die wordt vandaag de laatste boodschap reden aan wijsheid. En zo, vandaag is het aan leiderschap. Ik kijk verder weg om dat te horen. En de CD's die worden fertig zijn, nu de boodschap. Want je wil dit package oppikken, dat kan je doen, die zijn 100 prijzen. En zo, dat is een zeer goed material. Want je wil dat metnemen voor je, en dat je some vriend dat geven. Vijf werk, dan reed hij aan wijsheid om kinderen optrekken. Ik gelijk dat zei, mijn vrouw, ik zei haar dat even gereed. En we dachten zo dat we krijgen something wat onze kerk veelt, wat ons veelt en wat de omgebenheid veelt. Zo, want je wil kan je dat nooit even oppikken. We hebben dus opstaan met raam gaan en mensen begrijpen en Pastor John wordt aanvangen te reden.
Was ist Ihre Lieblingsgeschichte in der Bibel? Ich weiß nicht, ob Sie da noch mal überdenken, aber ich habe eine Lieblingsgeschichte, das ist vielleicht ein bisschen anders als viele von Ihnen angewöhnt sein, weil die Geschichte von David oder Josef oder so eine Dinge. Aber weißt du, wir haben eine Geschichte in der Bibel von einem König. König Josiah. Seine Großpapa, dort wie ein sehr gottloser Mensch, und der braucht viel Aufjäterie in das Land nehmen. Und als der König, weißt du, wir sehen dort in der Bibel ganz besonders, wo der Lehrer ist, so ist auch das Land. Ich will von dir reden an Lehrerschaft, weise Lehrerschaft. Aber das König, seine Großpapa wie ein gottloser Mensch, und der braucht viel Aufjäterie in Land nehmen. Seine Papa wie noch gottloser, und der dort bloß noch Euer merken, aber der hat nur ein kartes Leben. Aber dann ist Josiah, er war 8 Jahre alt, als er König wird. Na, wir denken, an 8 Jahre ist er jung, aber ich sage es, er hat seine Menschen, die wir am Tag schaffen. Aber er war 8 Jahre alt, als er König wird. Und dann sagt er in das 8. Jahr von seinem Königreich, also als er saß, tieren wir. Dann fing er an, den Tempel vor sich zu merken. Weißt du, sie hatten den Tempel verkommen, hängen Luten, und durch, als sie den Tempel vor sich merken, dann einmal fingen sie das Gesetz Gottes. Dann fingen sie die Bibel so zu sein. Und dann, als sie die Bibel da fingen, dann bringen sie den an König, und als er das liest, er ritt seine Kleider zwei, wenn sie das Wort Gottes hängen Luten, sie hat Gott schon mal in Land gehört, und die ganze Gottesdienst und alles ist verfallen und so weiter. Und so das junge König, er stellt das war ab und er merkt den Tempel war vor sich. Und dann, als das ist alle vor sich, und er nimmt das Gesetz und er lädt die Menschen an und sagt, von klein bis groß, frühes in Mana. Und dann liest er das ganze Gesetz vor. Die Stunden Tag, er sagt, von Smarts bis Hus, und er liest das Gesetz vor. Und er reinigt das Land. Nachher denkt, was Josiah tat, er reinigt das Land von aller Aufjäterie. Und wenn ich gleich diese Geschichte, wenn hier haben einen Lehrer, hier haben einen König, der wir jung, 16 Jahre, wer von ihnen ist 16 Jahre. Und so wäre es wirklich, rüberzustoppen, und mal Dinge abzuriemen, mal reinmerken, er muss ein Lehrer sein, wem Gott kann brücken, den Menschen wiederleiten. Und so wie wir uns von der bedenken, an göttliche Lehrerschaft, eine weise Lehrerschaft, wenn ich rede von Lehrerschaft, dann rede ich nicht bloß von uns als Lehrer in der Kirche, ich rede von Lehrern überall. Landeslehrer, wie weit man unsere Lehrer korrupt sind in das Land, so geht das Land nicht. Und so, ich rede von Landeslehrer, Kolonielehrer, Dorflehrer, oder Geschäftslehrer, Kirchenlehrer, Heimlehrer, oder kleine Gruppenlehrer, oder andere Lehrer. Wo bist du ein Lehrer? Und weil wir nicht bloß so denken, ja, wir sind Jansen Lehrer, aber ich bin ein Lehrer, in meiner Geschäft, in meiner Familie, und so ganz besonders die aus Mana, wir sind Lehrer. Du hast von Gott eine Aufgabe, ein Lehrer zu sein, aus dem Mond, in dein Heim, in dein Geschäft, oder in der Kirche, wo immer wir sind. Und so wie wir von der checken, nur was sagt Gott, von wo sitzt ein weiser Lehrer? Na, ich will Ihnen 7 Prinzipien geben, von der, was Gott uns gibt, von weiser Lehrerschaft. Und weißt ihr, das Nummer 7, das ist Gott seine Nummer. Nummer 7 ist ein vollkommenes Nummer. Nummer 7 ist das vorige Nummer. Wenn eine Werk durch ist, habe 7 Teile gehabt. Und so 7 ist Gott seine Nummer. Ich dachte, das wie ein feine Nummer für weise Lehrerschaft. Und so, wo sitzt ein weiser Lehrer? Nummer 1. Ein weiser Lehrer lebt gerecht. Ein weiser Lehrer, der lebt gerecht. Na, wenn ich das Wort gerecht hier brauche, dann redet nicht von einer Gerechtigkeit, was für Gott jährlich ist. Das redet von einer Gerechtigkeit manch uns Menschen. Eine Gerechtigkeit, in wo ich handle mit meinen Arbeitern, oder wo ich meine Familie abtrage und so weiter. Was tue ich mit meinen Kindern, da reden wir viel von. Oder wo sehe ich in mein sexuelle Wesen, da reden wir 2 sind davon und so weiter. Und so, in dieser Gerechtigkeit, ein Lehrer, was gerecht ist, das ist einer, der ein Leben lebt, wem die Kosten nur folgen, und die wird nur der Rechte steht leiden. Und so, in den Sinn wird das Wort hier gebraucht, das Wort gerecht.
Na, wir weten, dass wir leben in einem Land, wo das einmal unabsichtlich dahergeht und so weiter. Aber weet je, diese Unabsichtlichkeit, die will dann alle wieder kommen. In alle Leidenschaft, wo wir leiden dann. Some Jahren dollar to the Jahren, wo Bill Clinton President wie in den States. Dann hat allerhand Dinge in sein Leben und das gibt große Abbruch im Land und so weiter. Aber dann wird viertens seine Dinge gesagt, dass das nicht so wichtig was von Charakter der Lehrer hat, aber dass der Lehrer gut leiden wird. Aber weißt du, Gott sein Wort sagt anders. Gott sein Wort sagt, wir als Lehrer, wir sollen einen guten Charakter haben. Na, das ist auch wichtig, dass wir Fan leiden und dass wir weise Entscheidungen merken und so weiter. Aber mein persönliches Leben, wo ich mich benehme, wo ich zusammen heimsehe, wo ich lebe in meinem Geschäft oder am Land und so weiter, das spielt eine große Rolle. Und so, wir als Lehrer, wir wollen einen Charakter haben, was Gott wohlgefällig ist. Das sagt in Sprüche 16, Vers 12. Keines ist Anrichtung jenon, ein Thron wird auf der Reichsein festgestellt. Ich will jetzt hier nochmal König, 1. 2. König, 1. 2. Chronik durchlesen. Aber in der Beker, ich will den Toro, lest du mal durch, dann checkt mal, nur wo der Lehrer lebt und wo er zu das lohnt hat. Wo der Lehrer lebt und wo er zu das folgt hat. Und ich habe ein klein bisschen vertalt von Josiah, und wo seine Großpapa und Papa das Land in den Grund brachten, moralisch, aber ganz und gar, und wo das junge König wird, und ein gottesfürchtiger Mann wir, und als hij 16 Jahre alt war, sagte er, fängt an Gott zu segnen, und er fängt an das Land reinzumerken und so weiter. Und so, in Lehrer, in König sagte hier, sein Thron ist auf der Reichsein festgestellt. Und wenn ihr mal wollen sein, wo das tät, wenn ein Lehrer gottlos lebt, dann lest mal die Geschichte von Israel. Und besonders der König in Chronikbeker, von wo das alle beschrieben ist, wo ein Land ganz verfällt, wenn die Lehrer nicht göttlich wäre. Und so wie als Lehrer, kein Wort von der Steht du bist, aber wie als Lehrer, wir haben großen Einfluss auf die Menschen, die hinter uns kommen. Als du ein Geschäftslehrer bist, Kirchenlehrer, Heimlehrer, deine Kinder, deine Familie, die checken nur die. Und weißt du, wenn wir einen Lehrer haben, der nicht zu vertrauen ist, der lebt euerreich, der behandelt Menschen euerreich und so weiter, den wollen wir nicht herangehen. Und so wenn wir daran denken, dass in unserer Lehrerschaft, wo immer das ist, dass wir wollen gerecht leben. Na, die Bibel hat viel zu sagen über Kirchenlehrer. Wir haben zum Versen zu lesen, das ist besonders für Kirchenlehrer. Aber wenn ich sage Kirchenlehrer, dann meine ich nicht bloß uns als Prediger, ich meine auch Jünd. Die haben Städten in dieser Kirche von Lehrerschaft. Lutet in der Diakon sein, oder lutet in kleine Gruppen, oder bei einem Kaffee, oder bei einem begrüßten Team. Was für ein Team das du leiden? Und so, das sind Charaktereigenschaften, die ein Lehrer soll haben. Das sagt es steht in 1. Timotheus 3, Vers 1. Dort ist die Wahrheit. Wer durchstrebt, Gemeindelehrer zu werden, strebt nur ein gutes Amt. Hier würde ich gleich ein bisschen Stelle zu holen, wenn wir sind so abgetrocken, dass ein Gemeindelehrer sind, das sind sehr schwere Denker, oder das sind Denk, wo wir so sehr von weich ran und so offen können. Und wenn die bei einmal wird zu predigen gewählt, das ist ein Begrafnis. Ich meine, das ist bloß der traurigste Ding. Vielleicht hier in so ein Ding, als Jan, als der Prediger gewählt und dann sagen, oh, das jammert uns so über die Menschen und so weiter. No, in Gemeindelehrer sind, einer sagen, wo der Wort Gottes predigt, das ist eine gute Arbeit. Das ist ein gutes Denken. So, ich will uns hier lernen, dass wir nicht so denken, dass wenn ich in Gemeinde, in Lehrer war und so weiter, ich will so weit wegbleiben von dort. Das ist nicht Gott sein Plan für uns. Und Gott hat geplant, dass Menschen würden sie in die Gemeinde leiden. Ich wundere einmal, wo wir sind. Ich könnte das besser als tun, nicht? Aber er hat uns gewählt. Und ein Lehrer sein ist ein guter Ding. Nicht bloß hier oben, aber ganz und gar. Aber dann sagt er wieder, ein Gemeindelehrer soll einer sein, über dem sein Leben nicht auszusagen ist. Ein anderer wieder, der soll ein gerechtes Leben leben. Er soll mal eine Früh haben. Er soll klar denken können. Ein anderer wieder, er soll nicht Hof besuchen immer sein. Sich beherrschen, ehrenhaft und gastfrei sein und imstande sein, andere zu belehren. Er soll nicht ein Trinker sein oder einer, der abstriden hält. Ich bin so froh, dass ich nicht abstriden hält. Er soll freundlich sein, nicht und andere Gewalt üben, nicht
nur Geld herum sind. Hij moet zijn ene huis weiten fertig stehen und seine Kinder so zu belehren, dass sie am gehorchen und respekten. Weil zwar ein Mann nicht weit sein ene Huis fertig stehen, wo soll er dann für Gott seine Gemeinde sorgen? Und hier würde ich noch einmal mit Stelteholen sein, das redet hier nicht von vollkommenen Väter oder vollkommenen Hämmer, aber das redet von, dass ich leben, was jetzt heruntergehen und ich komme nach der Rechte steht. Nicht ein Leben, was du an Drogen hast oder alle Hunde kranke Dinge und so weiter. Und so heißt es wieder, ein Gemeindelehrer soll auch nicht einer sein, der noch mal groß trägt zum Glauben gekommen ist, weil er möchte mit stolz sein und dadurch zu vollkommen, so ist der böse Feind selbst. Er muss auch einer sein, von dem die Menschen bitte die Gemeinde Gott zu reden haben, dass er nicht verachtet wird in dem bösen Feind in der Vollrand. Wisst ihr, was Paulus schrift dort nur Timotheus, wisst ihr, was er really sagt? Ein Lehrer soll einen Charakter haben, was jetzt nur zu folgen. Paulus sagt, auf einer steht, folgt mir nur, so ist Christus nur folgen. Na, weet je, wie wären uns als Lehrer sein, weil folgt mir nur. Wenn wir weiten uns selbst, wir können uns selbst, wir weiten die Fehler, was wir haben, so wieder. Aber weet je, ein Lehrer soll so Christus nur folgen, dass ihm jetzt nur zu folgen. In andere Worte, du als Papa, du sollst so für Jesus leben in dein Heim, dass deine Kinder, die können herumgehen und die kommen nur recht zu stehen. Ich weiß nicht, was an der Kinder abtragen, Themen angehen, dort hat wir Feuerwerk. Aber ich will nicht dort an Hort leihen, das redet nicht bloß von dem, was predigen. Wir haben eine große Rolle, so eine wichtige Rolle in der Kirche. Aber wir sind alle Lehrer, ob einer oder der andere steht. Und so, ein Lehrer soll gerecht leben, ein gerechtes Leben haben. Der zweite Ding sagt er, ein Lehrer, der soll nicht geldgierig sein. In Sprüche 29, Vers 4, er sagt, der gerecht handeln, recht und scheinigen lohnt ab. Wer sich aber bekäupen lässt, bragt dort Duhl. Wir haben manchmal verteilt von uns Land hier, von Mexiko, und ich will auch nicht bloß Negatives verteilen, aber stellt euch mal vor, uns Land, wo würden wir sein aus Mexiko, wenn unsere ganze Regierung Abbrecher schaffen würde, und das geht nicht alle zu bekäupen, und some Dinge, was dir in einem Monat kostet, dass dir 3 Monate dauern, bloß wenn du hast nicht genug Geld gegeben oder was immer. Was für ein Land würden wir haben? Was für eine Kirche würden wir haben, wenn wir eine Lehrer haben, die sind nicht geldgierig, die lassen sich nicht bekäupen, die lassen sich nicht beeinflussen von dem, was vielleicht viel Geld in die Kirche haben oder direktere Lieder oder so weiter. Aber wir leben einfach ein Leben, Gott handgegeben. Und das ist, was wir wollen als Kirche, nicht? Und mein Gebet ist, dass wir als Lehrer, wir wollen nicht geldgierig sein. Und dass wir nicht wollen bloß für Geld leben und das Geld nicht wird beeinflussen, was wir mit Menschen tun. Oder wem wir halten oder wem nicht und so weiter. Wenn ein Lehrer geldgierig ist, wenn ein Lehrer sich lässt bekäupen, dann ist das ein Lehrer, der will sich selbst berecken. Das hier ist funny. Der will sich selbst recken. Berecken vielleicht auch, aber der will sich selbst recken. Je weet niet wat ik meen. En zo. Dat is even een interessante beeld, aber anyway. Aber weet je, ein Lehrer soll nicht hingeran sein, nur sich selbst rechtmerken, sich selbst abbiegen und dort noch von armen Menschen kriegen. Ich denke, das werken bet, einmal da ich sonst das, bloß von mir, ich weiß nicht, als ich das dort zu mir mutlos merken oder was, aber ich kijk noch mal, wer ist der nächste Prediger steht, und wo schaffen die, oder wo kriegen die Geld her und so weiter. Und weet je, dat zijn sommige dingen die zijn zeer vrolijk. Van de eerste dag in de kerk met predikers en waar de geld krijgen en wer de geld handgeeft. Ik deed dus werk een beetje studeren en sommige van de predikers wat miljonairs zijn. Weet je van waar die geld krijgen? Zeer veel van de armen en de kranken wat leven. Dat wanneer ze den worden zo'n van geld geven, dan worden ze rijk worden, dan worden ze gezond worden enzovoort. En dat is een grote ongerechtigheid in de kerk van jou en zo. Ik geloof, we zullen zeer oppassen. Dat zegt in 1 Timotheus 6, Vers 5. Zu der Zeit wir auch als Menschen, dass Paulus sagt hier, sie meinen, dass Christen glauben, als du geschafflich gewünscht du dadurch zu haben. Und so,
du wären da noch Menschen, die so dachten, dass den Christen glauben oder das Evangelium predigen, dort werden wir dann zum Geld merken. Er sagt wieder in 2. Korinther 2,17, er sagt, wir sind nicht so viele, die mit Gott sein Wort schachen drieben und damit was verdienen wollen. Und so, da wir Menschen Donald zu Paulus in der Zeit, was mit das Gottes Wort versucht, in die Schafe zu drieben. Na, er sagt uns nicht korrekt, was die deuten. Aber da wir Donald so eine Menschen, und du sind von dir auch so eine Menschen. Und so, wir können als Lehrer, wir können so geldgierig werden und alles dreht sich um Geld. Aber weißt du, du hast noch eine andere Seite von das, und du hast wie einmal gewusst, dass mir nicht fällt. Und dort ist, dass wenn ein Lehrer nicht soll geldgierig sein und so weiter, dann werden wir dem bloß nicht geben. Und so viele Lehrer schreien nicht, die machen sich in das Leben merken, nach der ganzen Gemeinde bedeuten und so weiter. Und so, das schafft einmal Fan, einmal nicht so Fan. Aber weißt du, die Bibel redet korrekt so sehr von, dass ein Lehrer soll seinen Lohn kriegen von der Arbeit. Paulus sagt so eine Dinge, als dat ein Ass, sollst nicht das Müll zu bringen, wenn der drascht. Und er sagt so eine Dinge, dass ein Arbeiter als sein Lohn wird. Er sagt auch so eine Dinge, dass ein Lehrer oder so eine Wort, das Wort Gottes predigt und ihr Recht in fehlt doppelt die Ehe. Und er sagt das in den Umfang von Geld. Oder von einem Lohn. Wenn er sagt, 15 Jahre an, soll nicht den Müll zu bringen, aus, wenn die draschen nicht. Na, ich weiß nicht, was er sagt, wie Lehrer sind mit das Essen, aber anyway, der Punkt ist, dass some Menschen haben Gott beraten, zum das Wort Gottes predigen, zum geistlich leiden, zum die Kirche leiden. Und wenn wir nicht so eine Farge, was zu sein, ein Lehrer soll nicht geldgierig sein, oh, dann werden wir dem das nicht geben. Das ist ein bisschen das ja nicht Kirche. Sie beten zu Gott, dass Gott den Prediger was demütig holen und sie wollen den Arm holen. Und so, das ist vielleicht einmal ein bisschen ans Denken. Wenn wir dort wollen umwandeln, alle werden Kubuk sein, weil in Geschäftsmann soll nicht geldgierig sein, so werden wir schuld mehr, dass der Mensch in Geschäft kein Geld mehr hat. Und wir wissen aber, wie lange dauert drehen, nicht? Und so, wir leben in einer Welt, wo wir Geld brauchen, aber wir müssen aufpassen, dass Geld uns nicht regiert. Und das ist der Punkt. Der dritte Ding, was Paulus sagt, dass ein Lehrer, er soll nicht Dinge brauchen, annehmen, trinken, was sein Gedächtnis benennt. Er sagt in Sprüche 31, Vers 4, Wein trinken ist nicht für keines, und Storket soll ein Ungestalter nicht einmal trinken wollen. Dort die nicht trinken und für jeden, was das Gesetz lehrt, und dann der bedreckte Menschen nicht mehr reich rechten. Na, wisst ihr, der Punkt ist hier, dass wenn wir Dinge brauchen, Drugs, trinken, und wir sind nicht klar im Verstand. Das ist der Punkt hier. Dass ein Lehrer soll klar sein in seinem Verstand zum Leiden. Und wisst ihr, wie weit das in unser Heime, wenn der Papa nicht klar ist, und der ist on Drugs oder der ist trinken oder so eine Dinge, das ganze Heim fällt sich an sich, das ganze Heim weiß nicht, wo wir das nächste haben, oder wo wird ich, was Papa nu sein, oder all so eine Dinge steht, sind dabei. Und so, wie als Lehrer, na nu rede ich war nicht bloß von Kirchenlehrer, das ist besonders für uns, dass wir nicht wollen, betrunken wo rumlegen. Und so, wenn du ein Geschäftslehrer bist und du legst Besuch in deine Office und so wieder, was passiert mit deinem Geschäft? Oder du bist irgendwo ein Gruppenlehrer und du kommst da ganz dünn an, like, was passiert und so wieder. Der Punkt ist, dass ein Lehrer soll klar denken können. Das ist, was Paulus auch sagt in der Verse, wo er las zu Timotheus, dass ein Lehrer soll klar denken können. Ein Lehrer soll nicht ein Trinker sein. Und so, wie man aufpassen als Lehrer, dass wir nicht in so eine Dinge nennen geraten. In Sprüche 20, Vers 1 sagt es, und Wein bedrängen ist nicht weiß, ein Trinker merkt sich zum später in Rechtsschlägerei an. Und so dort wird wie alle, was mit sonst mal top gewesen, dass wenn du Trinkerei ist, dann über dem, dann hast du Grautmüll gemacht, und dann über dem ist du Schlägerei gemacht, und dann hast du Hurerie gemacht, und dann ist es alle durch. Und so, wie hat es Säure an uns Volk? In viele Heime ist der Lehrer nicht klar. Und wir wissen, wie viel weiter dort in die Heime bringt. Und so werden wir klar merken, in deine Heime, in deine Geschäfte, in der Kirche, in der Gruppe, die leiden ist, werden wir klar denken. Das vierte Ding, was er sagt, dass ein Lehrer, der soll seine Kraft nicht nur eine fremde Früh geben. Sprüche 31, Vers 3. Verbraucht deine Kraft nicht und frühes,
en ga nicht die Weg, die Chinese in de grond brengen. Nou, hier kunnen we sehr lang van reden, aber ich habe paar Werk zweimal an der Time geredet, so wir wollen das doch hauptsächlich looten. Aber der Punkt ist das, some von den Chinese, Salomo wie einer von denen, David wie einer von denen, Männer Gottes verdorven ihr Leben mit Frühes. Und weet je, in Salomo zijn Leben, door wir dat de Frühes, dat wir een aufjäterische Frühes, die komen van andere landen. Weet je wat zu der Zeit veel passiert wie dat een Chinese, warum mal sagen, die Chinese von Israel, die würden sich mit den Chinese von Ägypten seine Mial befreien, wenn dann wir das Land sozusagen topgebaut. Und das was Chinese viel deuten. Das passiert von der ersten Tag noch manchmal, wo ein paar Länder, wir haben nicht viele Länder von Chinese mehr und so weiter, aber wo sie sich in irgendwelche top bringen, zu jener Zeit war das viel mit Befreien getan. Aber Salomon hat sehr viel Frühes. Und die Bibel sagt uns, dass diese Frühes, die leiden von Gott weg, wenn wir ein aufjäterische Frühes, und so dass wir nicht bloß, dass er in Hurerie lebt, aber er lebt auch in Aufjäterie. Und das wird der weisigste Mann in der Bibel, das ist mir einmal meist ein bisschen interessant. Aber weet je, David hat wie ein Mann, und Gott sein Hort, sagt die Bibel. Und wir weiten die Geschichte, von wo er sich verlebt mit Bathsheba, wurde zu seiner Familie dort. Ich will ihn tauroden. Lest mal David sein Familienleben von dem Tag wieder, wo er die früh nahm. Und je wollen ihn wundern, wo schrecklich viel Trouble dort in sein Leben anbracht. Und wo seine eine Jungs wollen anbringen und das Königreich fortnehmen so wieder. Und wo seine Jungs sich sich totmücken. Und wo seine Jungs, seine Halbschwester überwolken, rapen und so wieder. Und in David sein Leben, da wir sehr, sehr viel kreuset. Lest die Geschichte mal. Aber weißt du, wo das anfängt? Aus heine Jahre Frühling. Und so Chinese soll nicht Kraft geben auf fremde Frühes, sagt er, und andere Frühes, wenn das bringt viel Unheil mit sich. Wir weiten dort in der Kirche. Wir weiten alle Geschichten, wenn ein Kirchenlehrer sich verlebt hat mit einer fremden Früh oder so eine Dinge. Aber wir weiten dort in Heim, wo das ist. Ich sehe so ein Heim abgewaschen, vielleicht bist du auch. Aber weißt du, das bringt viel Dinge in uns Leben an. Allerhand, wenn wir nur fremde Frühes gehen. So, hij sagt, ein Lehrer, der soll seine Kraft nicht nur eine fremde Früh drehen. Paulus sagt zu Timotheus, du soll mal eine Früh haben. Wenn ich so denke, was wir wollen checken, Lehrer ist, dass er soll persönliche Integrität haben. Na, da weißt du, das Wort Integrität, das ist ein interessantes Wort. Hauptsächlich, was ich will hier von der Rüt haben, ist, dass du als Lehrer, du bist für die Menschen und hinter die Menschen derselbe Mensch. Was ich meine mit das ist, dass wenn du zu im Heim bist, dann kannst du vielleicht ein sehr feiner Mensch sein, wenn du schon alleine bei Reis bist, dann bist du in Pornografie oder in Hurerie oder so eine Dinge. Und leider ist derselbe Mensch für Menschen, als was er allein ist. Und wer ist ein Lehrer? Einer, der Integrität hat. Ich habe mal gesagt, dass Bill Hybels, er ist ein Prediger in Chicago in der großen Kirche, hat ein Buch geschrieben, und der Titel von dem Buch sagt, wer du bist, wenn keiner checkt. Und das ist eine Frage, die wir uns fragen, wer bist du, wenn keiner checkt? Wer bist du, wenn du allein bist? Und das ist, wer du wirklich bist. Wir können hecheln für Menschen, wir können Schmack zu sich haben und so weiter, aber weißt du, wenn wir nicht alle wenn wir rein sind, dann verstärkst du was in dein Leben. Und so, wenn du in ein politisches Leben lebst für dich allein, und wenn du schmack Menschen bist, dann musst du dort irgendwie verstehen. Und das uns zu nicht bringen, und die Menschen wird uns nur folgen. In Sprüche 17,7. Hochgeachte Red steht in Noah nicht an, und wofür wenn ihr dort in Lehrer Lees redet. Und so heißt es, wenn wir in Noah sind, wenn wir Fuhl sind, dann wollen wir nicht feine Rede haben. Aber dort steht uns gleich an, wenn der Post nicht tot mit Noah. In Lehen und in Lehrer, jetzt nicht tot. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass wenn du immer die Wahrheit redest, dann brauchst du nur halb so viel im Denkholen, als wenn du lehen ist. Und weißt du, wenn ich alle in die Wahrheit rede, dann brauche ich nichts graben, was ich dort gesagt. Aber wenn ich ein Lehner sehe, dann muss ich denken, okay, was habe ich gerne im Fehler? Wo wird das nicht topstehen mit dieser Geschichte?
En så vi als leiders, wie als väter en als geschäftsleider en kirkenleider, eller darbsleider, wat immer Leidenschaft du hast, wir sollen nicht Lehner sein, wir sollen leben so rein als het denken. Wanneer ik alleen zie, zie ik dezelfde mens als wanneer ik verdien zie. En dat is wichtig. De nächste ding wat hij zegt, dat een leider die zal Gottesfurcht haben. Hij zegt dus dit: Furcht vor dem Herrn als de Anfang van Verständnis, de onbedachte verachten Weisheit en laten zich niet belehren. En weet je, wie als leider, dat is wichtig dat we ons belehren laten, dat is wichtig dat we Gottesfurcht haben. Nou weet je, wanneer ik red van Gottesfurcht, dan red ik niet van Angst haben voor God. Maar wenn es nicht so ist, wie denken an Angst werden. Dat Gott ist ein doller Gott und ich habe Angst, er wird mir in den Hals schmieden, oder so eine Dinge. Nicht so steht Angst haben für Gott. Aber ein heiliger Respekt haben. Angst haben, zum Gott sein Wort brechen. Angst haben, zum Sündigen. Angst haben, gegen Gott zu gehen. Ein Respekt für Gott. Weißt du, wenn du ein feines Verhältnis hast mit deinem Papa, dann respektst du den. En so du wirst some dingen nicht tun, uit Respekt für deinen Vater. Oder uit Respekt für deine Frau. Oder uit Respekt für deinen Mann. En dat is een beetje wat das Wort Gottesfurcht an sich hat. Dat wir einfach ein Leben leben, dat is nur Gott gerecht. Wir haben nicht Angst vor Gott in den Sinn, dass wir wollen so weit weg von alles möglich, wenn wir Angst haben. Aber das ist eine Ehrfurcht, wo wir sagen, einen heiligen Respekt, wir wollen bei ihm sein. Wir haben Angst, Dinge zu tun, die ordentlich sind. Und so ein Lehrer, der muss Gottesfurcht haben. Wenn Gottesfurcht in Weisheit dort ja taub. Wir als Lehrer, wo immer wir leiden, wir müssen das klar holen, dass wir sind einzig bei Gott verantwortlich, was wir tun. Na, je weißt, wir müssen selber für Menschen auch. Aber du als ein Lehrer, Heimlehrer, Geschäftslehrer oder Kirchenlehrer oder was immer Lehrer du bist nicht verantwortlich für mich, aber für Gott. Und so werden wir daran denken, dass Gottesfurcht meint, ich bin Gott verantwortlich, ich will so leiden, dass Gott wird freundlich gegen mich, ich will so leiden, dass Gott wird zufrieden sein. Und dass er kann mich sehen und so weiter. Weise Lehrer checken nicht nur sich selbst aus der Ader, aber nur Gott aus der Ader. Und das eine Ding, weil ich so klar merken, dass wir als Kirchenlehrer sind nicht hier zum Raten. Wenn wir wären, dann wird Gott nicht geschrieben und kommt die vor, wir können anstellen. Beter zijn de oude carburetors is, maar de oude voerders wat er naar schafft, nicht? Und so. Aber Gott selbst will der Lehrer sein. Gott will durch uns leiden. Wenn Lehrer erfolgreich sind, ob es nur im Heim ist oder in der Kirche oder im Geschäft, geeft Gott die Ehr. Tragt ihr nicht selbst die Ehr zu. Tut ihr nicht so, dass ihr mein Verstand und meine Wissenschaft und mein Klug sind und ich habe es so auf Hände gekonnt. Nu hebben we zo'n grote kerk, nu hebben we zo'n grote aard en nu hebben we zo'n fijne familie. Gott traf die Ehe. Sprüche 29:24 sagt, Menschenfurcht zu haben bringt eine Schlange. Wer sich auf den Herrn verlässt, wird sicher sein. Und weet je, wenn wir uns auf Menschen verlassen, die Bibel sagt, haben untersteht, verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Nou, dat redt alle in den Topfhang mit dem Chinese und seinen Kirchen und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch wichtig in unserer Lehrerschaft, wo immer wir sind. Weil wir uns auf Gott verlassen, weil wir ihm die Ehe geben. Paulus sagt zu den Lehrer in der Ephesischen Kirche, in Apostelgeschichte 20, dat op zijn laatste missionsreis en komt hij durch en dan krijgt hij zich de leiders van Ephesus door aan, de Ephesische Kerk. En dan zegt hij ook andere dingen dit, in vers 28. Hij zegt, zo werkt over junt zelfs, en ook over de Heer, over de Heilige Geest junt als opzichter gestalt heeft. Een hoort over God zijn gemeente zijn, die hij zich met zijn enen zin zijn bloot gekauft heeft. Dan weet je, hier zijn een paar zeer wichtige dingen. Eerstens werkt over junt zelfs. Pas op, leraar. Wat voor leven leefst du? Bist du reich? Bist du geldgierig? Bist du frühes Hängeron? Wer bist du als Lehrer?
Hij sagt, acht op je Salz. Pas nur die Salz ab. Und hij sagt, sieht, voorzichtig über die Gemeinde, oder wo der Heilige Geist ihn auf angestellt. So ein Kirchenlehrer, der ist von Heiliger Geist angestellt. Weißt du was? Du als Vater, du bist von Gott angestellt für deine Arbeit. So du nicht durch euch leiden. Du wirst leiden. Und er sagt, dass die Gemeinde dort ist eine mit Christus sein Blut gekauft. Und so er sagt, sieht, wer ist der Lehrer. Petrus sagt in 1. Petrus 5,3, die sollen noch nicht zu streng über die Herd sein, sie sollen an jünd sein können, wo sie leben sollen. Und weißt du, wie als Lehrer, wie kann so gnadenlos mit Menschen umgehen? Und das hat einmal mit unserer Persönlichkeit zu tun. Aber wie kann so kart sein mit Menschen? Je kann auch. Vielleicht habe ich mal belebt, dass Papa wie so kart, die Predigen in der wie so kart. Und so, das sind Dinge, die wir können tun. Wir sollen nicht zu streng mit dem Herz sein, aber wir sollen so leben, dass sie uns können folgen. Die sollen uns sein können. Deine Kinder sollen in die sein können, was man für Gott leben. Deine Arbeiter sollen in den christlichen Wirt sein können, wo ein Christ leben wird. Wir als Kirchenlehrer, die Menschen, die nach unserer Kirche kommen, die Menschen, die in dieser Kirche sind, sollen sein können, was meint, ein geistlicher Lehrer sein in der Lehrerschaft in der Kirche. Ein Geschäftslehrer, Familie, wo immer du bist. Weil wir nicht zu streng mit den Menschen sind, aber weil wir so leben, dass sie in uns sein können, wer Gott ist. Das letzte Ding, in Weserlehrer, die siegt ernstlich nur Weisheit. In andere Worten, ein Lehrer hört niemals ab mit Wassen. Ein Lehrer sägt sich selbst zu wassen. Und das ist ein sehr wichtiges Ding für uns als Kirchenlehrer, dass wir uns selbst wassen. Und dass wir noch andere Menschen hören. Ich höre einmal Botschaften von anderen Menschen, andere Prediger. Und ich kijk, okay, was sagen die von dem Thema? Oder wo benehmen die sich und so weiter? Wo sind ihre Hoher oder so eine Dinge? Und so, no, nicht so sehr der Hoher, nicht, aber was wir lernen von anderen Menschen. Ich sehe laatst zu einer Kirche, wo ein bisschen Trouble werden so wieder, und ich sehe zu Ende, lehrt noch mal von wem, was nicht ein Mennonit ist. Jetzt ist vielleicht ein bisschen funnig, aber weißt du, wir können uns eine Glas ausfahren, und die Gläser wird was immer deutlicher. Und dann ist es gut, wenn wir noch mal ein bisschen horchen auf wem, was ein bisschen untersteigt, das sagt auch. Und das ist, was ich mit das meine. Ich meine nicht, dass wir nicht alle im Anhänger ranrennen. Aber wenn wir mal noch das wem horchen, das kriegt nur durch, wo wir immer bloß sind. Und so, da kann ein guter Ding sein. Wenn wir in Weisheit wissen, spricht 8, Vers 15, durch mich regieren keines, und durch mich merken Lehrer gerechte Gesetze. Und so, wenn wir lernen, wenn wir wissen in Weisheit, in Titus 1, Vers 9, da redet Paulus zu den Lehrern. Er sagt das, er soll sich auch treu und das wahrhafte Wort holen, das er gelehrt hat, dass er andere durch eine gesunde Lehre vermuten kann und auch seine Jena strufen. Tim, dass ich was zu ihnen zu sagen hat, Tim, dass ich predigen kann, dann muss ich selbst lernen, dann muss ich selbst studieren. Ich höre letztens noch einen Prediger, der reden mit von den Kirchenlehrern und so weiter. Und er sagt, er hat sein Team mal gefragt, krieg betult für beten. Er sagt, er hat eine 2 Stunden Unterhaltung gegeben. Mal utfing, er wird betult für beten. Und über dem hat er gesagt, ja, du kriegst betult für beten. Was er will sagen, mit das ist dort in Gemeindenlehrer, einer, der das Wort Gottes predigt, der muss mit Gott Gemeinschaft haben. Der muss Zeit haben zum Beten. Der muss Zeit haben zum Studieren. Und so, wenn die wollen gute Botschaften hören, dann müssen wir als Lehrer uns anstrengen, dass wir uns selbst wollen bilden, dass wir selbst wollen studieren, dass wir selbst wollen checken, was es sagt. Und so, wir wollen wissen in Weisheit und Erkenntnis als Lehrer. Und weißt du, wir als Lehrer in der Kirche, auch das war, wir können so weit leiden, als wir selbst sind. Wir können nicht bei uns selbst vorbeileiden. Und so, du als Vater, du sollst lernen. Lehr die deine Kinder besser abtragen. Lehr die, horch nur Dinge, check Dinge, lese Dinge, studier Dinge. Na, ich weiß, so Menschen gleich nicht lesen, ich gleich soll lesen. Aber, wenn wir lernen, wenn wir in Weisheit wissen, was immer du das, oder du wirst dein Geschäft wissen, dann lässt du mal studieren, oder vielleicht mal andere Geschäfte studieren. Wo kann ich wissen in das? Wo kann ich ein besserer
Former sein, oder wo kann ich ein besserer Geschäftsmann sein, wo kann ich ein besserer Führer sein, wo kann ich ein besserer Kirchenlehrer sein, weil wir wissen, in Weisheit, wo immer wir sind. Wer ist Lehrer? Wir sind Lehrer. Du bist ein Lehrer. Some von den jungen Jungs, die sagen, die wollen noch mal Lehrer werden. Die sind vielleicht nicht alt. Aber du wirst noch mal ein Führer werden im Heim, vielleicht ein Mann, eben früher oder so wieder. Du wirst weise Lehrer. Nehmt die weise Prinzipien von Lehrerschaft. Und die von uns, die an Lehrerschaft sind, wir wissen. Wir haben nicht hier stehen bleiben. Aber wir wissen. Ich will fragen, dass wir abstehen. Wo bist du als Lehrer? Sind da vielleicht Dinge, wo du leiden lässt und du fällst viel zu kalt? Ich glaube, wo wir das ganz erste so fallen, wir fallen zu kalt, das sind unsere Heime. Mit unseren Kindern. Oder vielleicht bist du ein Geschäftsmann und du weißt, du hast mit deinen Arbeitern arg verfahren. Aber die haben nicht in dir sein, dass du ein Christ bist. Das ist vielleicht ein bisschen Jana bei der Arbeit, der hat gebeten, die kämpft von der Arbeit an, so sehr mutig, dass es keine angeworden hat, ein Christ wird. Vielleicht hast du das dort bei dir geschafft. Dann fehlt es zu anderen. Oder du bist ein Kirchenlehrer, ich sehe einen Kirchenlehrer und ich sehe irgendwo manche Menschen, und dort geht auch recht daher, aber das ist keine angeworden, dass ein Kirchenlehrer wird. Was für ein Lehrer sind wir? Damit Gott hat uns Prinzipien gegeben, in sein Wort zum Leben. Himmlischer Vater, wir danken dir für Lehrerschaft. Und Herr, wir wollen weise Lehrer sein in unseren Heimen. Und Herr, du weißt jeder Vater hier von dir und du weißt, was in uns Hort ist. Du weißt die Fehler, was wir gemerkt haben oder was wir nur noch merken. Und ich vertraue, dass der Heilige Geist wird uns klar merken, dass du es Vergebung von uns, wenn wir haben Fehler gemerkt und dass wir lernen, wo wir können besser tun. Und dass wir die anladen, dass du uns vorschlägst. Ich bete für die Geschäftsleiter hier, Herr. Sie haben mit vielen verschiedenen Menschen zu tun und vielmal Dinge, die schwer sind, wenn sie durcharbeiten. Ja, für Weisheit. Dass sie wollen wirklich jässliche Lehrer sein. Dass sie wollen ihr Geschäft weise leiten, aber dass sie wollen vorabgehen in die Arbeit, dass sie wollen sein, was es meint im Christenleben. Und ich bete für uns als Kirchenlehrer, Herr, wir haben eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Herr, wir sind auch Menschen. Und wir haben unsere eigenen Ideas fertig. Und manchmal sind wir auch noch mit einseitig und wollen nicht lernen. Und ich freue uns, du uns vergeben, wo wir haben auch gehandelt. Und help uns zu wachsen in Weisheit. Help uns zu wachsen in unserer Lehrerschaft. Und help uns so vorabzugehen, wo immer wir Lehrer sind, dass wir wollen so vorabgehen, dass andere können uns nur folgen und die wollen die folgen. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Welt des Lebens abhört gib mir heim. Der König hat alles gespielt, er hat die Anfang Gefragt vor diese Gang, ich geb mir Scham. Ich sehe du mit von die Weih, so über die Ohr,
Jesus, du hast mein Hort. Als een leraar. Hij wil ons Hort. En dat is de ganze Punkt. Jesus will ons Hort. Wenn du hier bist, du wirst vielleicht gleich mit wem zu beten, ein bisschen was vertellen. Das ist nicht ein langer Counseling hier, aber wir wollen wirklich mit dir zu beten, in die halten, wenn du Entscheidungen merkst, vielleicht macht ihr diese Weg einen Doktor, in die fehlt zu salben. Wir sind hier für dort. So, wir würden ihn anladen, wir haben da wel, kommt noch fair, und wir wollen für ihn beten. Je eeuwige, Dankeschön für kommen, Gott ihn segnen, wir sind entlassen.